Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa. Das Woche von Brüssel. Vor einer Zeit hat ich geschwärzt, das war, wie wir die Diskussion hatten über die Glyphosat-Zulassung oder Nicht-Zulassung, Zulassung auf eine begrenzte Zeit, wie eine Zeit. Und das war ein ganzes Kuddelmuddel. Und aus dem Kuddelmuddel hat sich am Anfang eine Meinung hier im Parlament herausgestellt, dass man einen Sonderausschuss ansetzen musste, für am Anfang das Zulassungsverfahren, wie wir so, für das ein bisschen mehr, ja, für das ein bisschen mehr objektiv zu kriegen, ein bisschen mehr unabhängig, ein bisschen mehr transparent für allem. Bei mir hier auf dem Plateau ist mein Kollege Pascal Arimont. Moin Pascal. Moin, wie ist es? Gut, also. Ja. Wir fahren trotzdem fort auf Deutsch. Ja, vielleicht besser. Pascal ist für uns als EVP in diesem Ausschuss vertreten, im PEST, wie wir sagen, von Pestiziden. Und er hat, sage ich mal, da mitgearbeitet, ganz intensiv und wird uns jetzt ein bisschen auf die Fragen Rede und Antwort stehen. Pascal, wie sieht es denn jetzt aus, sage ich mal, das war ja, die widersprüchlichen Aussagen der beiden Agenturen, Sicherheit, Lebensmittelsicherheit, Chemical, also alles, was chemisch ist, hat dazu geführt, dass die Leute trotzdem sehr verunsichert waren, krebserregend oder nicht. Und die WHO hat wiederum. Wie siehst du das? Dieser Sonderausschuss, der eingesetzt wurde im Februar, kann der dazu beitragen, dass wiederum etwas mehr Vertrauen bei den Leuten rüberkommt? Also wir haben uns in, glaube ich, 10 Sitzungen sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie das Verfahren auf europäischer Ebene funktioniert. Wir haben ganz viele Experten aus dem europäischen Raum, aber auch aus Australien, aus Kanada, aus Amerika dazu befragt, wie sie unser Verfahren selbst einschätzen. Wir haben Gegner und Befürworter von Glyphosat gehört und alle kamen zu dem Schluss, und das war etwas, was für mich sehr entscheidend war, dass das Verfahren, das es zurzeit in Europa gibt, das strengste der Welt ist. Das kann man den Leuten wirklich mal sagen. Ja. Also in Europa ist dieses Verfahren sehr strikt, auch für die solche Mittel herstellen, sehr schwierig, überhaupt ein Produkt an den Markt zu kriegen. Es wird wirklich viel getestet, aber es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Und das Thema Glyphosat hat in dem Sinne den Finger genau in die Wunde des Verfahrens gelegt. Und das haben wir in dem Ausschuss besprochen. Wir haben genau diese Wunden des Verfahrens entdeckt und sind jetzt dabei, einen Bericht zu erstellen, wie wir das Verfahren gesetzlich verbessern können. Für mich war entscheidend zu hören, erstens, dass das Verfahren schon gut ist, aber einige Mängel hat. Wir haben in dem Thema Glyphosat auch einiges vermischt, muss man ganz ehrlich sagen. Glyphosat ist ein Stoff, der in verschiedenen Pflanzenschutzmitteln sich befindet. Als die Diskussion aufkam, ist Glyphosat krebserregend oder nicht, hat die eine Agentur nicht von dem Stoff gesprochen, sondern von dem Produkt, zum Beispiel Roundup. Und wir als Europäische Union haben damals darüber befinden müssen, ob der Stoff Glyphosat zugelassen wird oder nicht. Also man hat uns in wirklich vielen Sitzungen erklärt, wie man Glyphosat, den Stoff, überprüft hat, worauf man das überprüft hat. Auch ob Glyphosat an sich als Mittel, was man in einem Labor testet, krebserregend ist. Also man hat uns auch die Dokumente gezeigt. Das waren 10.000 Seiten, die die Wissenschaftler, unabhängige Wissenschaftler, überprüft haben. Also man kann davon ausgehen, dass die das ernsthaft gemacht haben. Allerdings, und dann sind wir bei dem, das, was entscheidend dann ist, auch für die Außenwirkung nach außen und für das Gefühl der Leute, ist das sicher oder nicht, hat man in meinen Augen zu wenig die Wirkung der Mittel überprüft, ob Roundup zum Beispiel krebserregend ist oder nicht. Man hat uns gesagt, dass man das auch überprüft, aber in meinen Augen zu wenig überprüft. Man hat uns jetzt auch versichert, dass das einer der Schwachpunkte unserer Prozedur ist, dass man das Zusammenspiel all dieser Pestizide auf dem Feld und eines Pflanzenschutzmittels an sich auf lange Sicht gesehen, dass man das zu wenig kontrolliert. Einfach ausgedrückt, Glyphosat als Stoff eines Pflanzenschutzmittels ist vielleicht und wahrscheinlich nicht krebserregend. Aber wenn wir Glyphosat in ein Pflanzenschutzmittel reinbauen und dieses Pflanzenschutzmittel in hohen Dosierungen
aufs Feld ausgebracht wird oder im Garten durch Privatpersonen und das dann noch zusammenspielt mit anderen Pestiziden, Fungiziden, dass das dann tatsächlich für die Umwelt, für Wasser, für Luft, für Erde negative Folgen haben kann. Und genau diese negativen Folgen des Zusammenspiels, auch auf lange Sicht gesehen, das sieht das Verfahren im Moment noch nicht vor. Also müssen wir als Gesetzgeber die Prozedur derart gestalten, dass wir auch auf lange Sicht kontrollieren, wie Pflanzenschutzmittel konkret auf dem Feld ausgetragen werden. Das sieht das Verfahren nicht vor. Jetzt hast du mehrmals das Wort Kontrollen oder Kontrollieren erwähnt. Wir haben ja hier ein Zusammenspiel zwischen den nationalen Agenturen der Mitgliedstaaten, die Behörden und auch dann natürlich auf europäischem Niveau die Agenturen. Wie sieht dieses Zusammenwirken aus und haben wir da eigentlich genügend Mittel, verfügen wir über genügend Mittel, dass die einzelnen Agenturen eine gewisse Autonomie und auch genügend Mittel haben oder müssen wir da nachbessern, sage ich mal? Ich muss jetzt etwas sehr Schwieriges in einfachen Worten erklären. Für mich auch, nicht nur für die Zuschauer. Ganz genau. Für mich auch. Das ist ein sehr komplexes Thema und da muss man sich wirklich reinknien, um es zu verstehen. Ich habe eben von den Wirkstoffen und den Produkten gesprochen. Um es einfach runterzubrechen, Glyphosat ist der Wirkstoff, Roundup ist das Mittel, was jeder zu Hause in seinen Kanister schüttet und damit über die Pflanzen geht. Die Wirkungsstoffe werden über ein europäisches Verfahren zugelassen oder nicht. Das ist rein europäisch. Das Roundup, das Pflanzenschutzmittel, wird national in Zonen eingeteilt, dass zum Beispiel 3 oder 4 Mitgliedstaaten, die mitgliedstaatlichen Behörden, das Produkt zulassen oder nicht. Das heißt, wir haben schon in diesem ganzen Zulassungsverfahren 2 Methoden. Für den Wirkstoff rein europäisch, für das Produkt rein national. Jetzt stellst du berechtigt die Frage, sind die Agenturen so weit ausgestattet, dass sie dies machen können? Also wir haben etliche Agenturen gehört, da saßen in meinen Augen, und das war auch die Meinung der Mitglieder des Ausschusses, von ganz links bis ganz rechts, dass da hochqualifiziertes Personal sitzt. Da sitzen wirklich Top-Ingenieure drin. Die Frage, die man sich aber eigentlich stellen muss, ist nicht, ob sie genug Fähigkeiten haben, das Mittel zuzulassen. Das haben sie, zumindest in den allermeisten Mitgliedstaaten. Die Frage ist aber, ob sie auch genügend Mittel, rechtlich wie finanziell, zur Hand haben, um das zu kontrollieren. Was nützt mir die beste, sage ich mal, die beste Zulassung eines Produktes mit Beschränkungen, wenn ich die Beschränkungen nicht kontrolliere? Ja. Und da sitzt, glaube ich, eines der wichtigsten und größten Probleme, in Anführungszeichen, wenn wir über Pflanzenschutz reden, dass eigentlich niemand kontrollieren geht, wie viel Pflanzenschutzmittel auf den Feldern ausgebracht wird. Und wie viel verschiedene und wie das Zusammenspiel ist. Das, was ich eben sagte. Dieser Cocktail ist ganz entscheidend. Natürlich steht auf der Verpackung, dass man so und so viel ausbringen darf, damit es keine schädliche Wirkung hat. Pestizid ist immer ein Gift. Und bei der Gift kommt es in den allermeisten Fällen immer auf die Dosis an. Aber wir müssen die Dosis kontrollieren. Und da, glaube ich, ist es auch an den Agenturen, Modelle zu entwickeln, wie wir in den Mitgliedstaaten das kontrollieren gehen. Es geht im Moment niemand auf die Felder nachprüfen in der Erde. Und da hatten wir Experten, die das ganz anschaulich dargestellt haben. Es geht niemand die Erde kontrollieren, welche Langzeitwirkungen auch das ständige Gebrauchen von Pestiziden auf die Zusammensetzung, die Biodiversität des Humus hat. Da gibt es furchtbare Studien. Also furchtbar in dem Sinne, dass der Humus, das heißt die Biodiversität in dem Boden, abstirbt dadurch. Und dass der Boden dadurch langfristig gesehen, steril wird. Ja. Dass da nichts mehr wächst. Das müssen wir gut beobachten. Wir müssen unsere Prozeduren dementsprechend anpassen, damit das kontrolliert wird. Vielleicht noch abschließend 2 Fragen. Meine erste Frage ist, wie
steht es mit dem Vorsorgeprinzip, Ja. wo wir sind ja stolz darauf, dass wir die besten Regeln haben, sage ich mal. Auch das Vorsorgeprinzip ist uns extrem wichtig. Wie steht das hier mit? Das Vorsorgeprinzip wird in dieser Prozedur gehandhabt. Also die europäische Prozedur basiert auf dem Vorsorgeprinzip. Wir prüfen alles, bevor wir es zulassen. Ja. Das heißt, insofern kein Zweifel mehr, kein vernünftiger Zweifel mehr besteht, dass etwas für Mensch und Tier gefährlich ist, wird es erst zugelassen. Also das ist Teil des Verfahrens. Bei Glyphosat gab es tatsächlich verschiedene Meinungen von anerkannten Wissenschaftlern. Und ich bin der Meinung, dass insofern diese Zweifel nicht bis zum letzten Komma ausgeklärt sind, dass dieses Produkt nicht auf den Markt kann. Absolut. Und das ist tatsächlich nach wie vor der Fall. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass Glyphosat in den Produkten, in denen es verwendet wird, unschädlich ist und auch Langzeitwirkungen haben kann. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass man es so schnell wie möglich auch für die Wirtschaft und die Landwirtschaft verträglich verbieten soll. Man muss natürlich dafür sorgen, dass es ein Ersatzprodukt gibt. Dass es eine Alternative gibt. Aber das, glaube ich, muss man der Wirtschaft und der Industrie, man muss sie ein bisschen dahin bringen, dass man auch dahin forscht. Ja. Ansonsten macht man das nicht. Im Interesse der Landwirtschaft absolut notwendig. Und ganz wichtig ist, damit das Vorsorgeprinzip auch bei den Leuten ankommt, dass wir sehr transparent mit diesen Verfahren umgehen. Eine Kritik, die auch formuliert worden ist, ist, dass dieses Gremium, dieser Ausschuss, der am Ende des Tages die Zulassung für Glyphosat gegeben hat, nicht wirklich erklären musste, warum sie das gemacht haben. Man hat diesen Ausschuss Ja oder Nein abstimmen lassen, aber man hat nicht die Gründe und die Begründungen dieser Leute erfahren, warum sie das gemacht haben. Ich finde, dass der Bürger das Recht hat, diese Begründungen zu kennen und alles, was zu dieser Begründung geführt hat, auch nachlesen zu können. Das haben wir auch in den Bericht geschrieben. Das muss verbessert werden. Transparenz zu tun, da muss die Transparenz besser werden. Transparenz ist so ein Schlagwort, was immer in der Politik benutzt wird. Kann man alles darunter verstehen. Kann man alles darunter verstehen. Aber ich finde, dass der Bürger das Recht hat, das zu lesen. Der Bürger wird diese Texte, wenn er nicht wissenschaftlich orientiert ist, verstehen. Aber zumindest hat er die Möglichkeit, Spezialisten diese Texte zu geben, die für sie diese Texte auch lesen. Das ist wichtig. Dass man dann in eine Diskussion kommt, ist das gut oder nicht. Und ich glaube, da hat man bei Glyphosat den Fehler begangen und das ist man jetzt dabei zu korrigieren. Abschließend zum Prozedere. Das ist ja jetzt ein Zwischenbericht. Ja. Wie geht das weiter? Ihr habt noch ein paar Monate Zeit. Ja. Und dann, was geschieht eigentlich? Ja, wir haben eigentlich, soll der Bericht vor Ende des Jahres mit Handlungsempfehlungen fertiggestellt werden. Das heißt, es ist ein Bericht, der alles umfasst, was wir jetzt gehört haben, alle Expertenmeinungen in einen Text zusammenfasst. Sind Sie alle der Einladung gefolgt? Ja, bis auf ganz wenige. Okay. Man muss wirklich sagen, dass wir jede Sitzung 5 bis 6 Experten da hatten. Ja. Pro und Contra. Ich habe im Anhang von Bericht habe ich die Liste durchgesehen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das war ein guter Ausschuss, der emotionslos sich über die Frage gebeugt hat. Ein gutes Verständnis innerhalb der Fraktionen. Man muss wissen, dass die beiden Berichterstatter des Berichts, das heißt die den Bericht am Ende des Tages schreiben, auf der einen Seite von der EVP sind, also von unserer Fraktion, und auf der anderen Seite von den Grünen sind. Und beide haben einen gemeinsamen Text hinbekommen, was heißt, dass man davon ausgeht, dass die extremen Positionen nicht mehr extrem sind, sondern dass man sich wirklich auf die Sache konzentriert hat und etwas Gutes schreiben wollte, damit der Text besser wird. Der Text soll bis Ende des Jahres rausgehen. Das ist noch kein Gesetz. Das ist nur eine Handlungsempfehlung, die das Parlament an die Kommission richtet. An die Kommission, aber auch an die Mitgliedstaaten. An die Mitgliedstaaten richtet. Und dann können Kommission und Mitgliedstaaten, sie sind dabei, diese Texte auch neu zu schreiben. Die Kommission hat schon eine Vorlage gemacht, dass das auch damit aufgenommen wird. Das ist dann aber nichts für morgen und auch nicht für übermorgen. Wer die Verfahren hier in Europa kennt, der weiß, die Kommission muss das dann auch mal überprüfen, muss dann einen Text erstellen, dann kommt der Text ins Parlament und in den Rat und dann haben wir vielleicht in 3-4 Jahren ein neues Gesetz, was europaweit gilt. Aber ich finde, dass dieser Bericht eine gute Vorlage ist, erstens, um Dinge zu erklären und zweitens, um Dinge zu verbessern. Pascal, wie immer, vielen Dank für deine Teilnahme, für deine interessanten Ausführungen. Ich vielleicht hoffen wir zwei, dass wir ein bisschen das ganze Zulassungsverfahren ein bisschen mehr noch konnten bringen, ein bisschen mehr transparent konnten durchlegen. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.